Ja, Leute, da ist noch ein bisschen was zu tun hier, ne? Bei Pokémon Legends CA, bevor wir das Spiel vielleicht auch schon den nächsten abschließen können. Wer weiß das schon? Also, immerhin, wir sind schon mal auf, was war das, Rang B, ne? Genau. Royal Rang B, immerhin schon mal etwas. Und ich gucke gerade mal, für Galagladi, ne? Wollte ich eigentlich mal noch eine andere Minze holen, aber halt später mal. So, wir haben ein paar Sidequests übrig. Ja, also Himmelskampf oder hier das mit dem Elite-Chef rum. Da war noch was. Die Frage ist halt, ob ich es direkt so anfinde. Das war hier die Eiszone. Ein Chefum kann hier sicher auch mal ein Elite-Ding werden. Die Frage, ob ich es vielleicht hier versuchen. Ne? Also in der Regel soll es aber klappen, indem ich weit genug weggehe. Ich kann nicht sicher, ob das so hier auch klappt. Ne? Ich habe es mal auf den Dächern versucht, also ein Dratini, also einen Shiny Dratini gesucht haben und plötzlich war da mal ein Elite Dratini da oder auch ein Dragoni oder ein Elite Dragoni halt. Ich kann nicht, das so funktioniert, ne? Also Elite Rex ist ja gut, das bleibt sowieso immer. Das war das Elite Macholo. Kurz testen, dass er verschwindet oder ob das auch jetzt plötzlich fix ist. Wow, aber 2 Liter Schnäppke, ernsthaft? Der Macholo ist aber auch da. Hä? Okay. Ja, das sind so normale Schnäppchen, ne? Das Macholo ist auch weg. Ja, ein normales Macholo. Also gut, theoretisch könnte es so funktionieren, ne? Also gar nicht, ob das irgendwie so ist, dass hier theoretisch jedes der Pokémon in der Zone zu einem Elite-Pokémon werden kann oder ob das irgendwie, oh, wie soll ich sagen, auf bestimmte Pokémon halt begrenzt ist, ne? Das Schiff hat momentan keine Lust. Die andere Variante wäre halt einfach ein paar Schiffe umfangen und hoffen, dass eins die Größe XL hat, aber ich glaube, wenn es kein Elite-Pokémon ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass dann doch eine XL-Variante rauskommen könnte, ne? Jetzt rote Augen, sieht zumindest so aus. Bisschen zumindest, na egal. Das klappt offenbar doch nicht. Die Schnäppke kam, ne? Und vor allem 2 Stück davon, krass. Naja. Was man natürlich auch versuchen könnte, wo ich vielleicht die größere Chance habe, ist bei einer Zone. Wo ist er? Hier zum Beispiel Vehikel. Theoretisch könnte ja auch mal ein Vehikel eine Elite-Variante sein. Wo? Wer? Was? Das Vehikel kann ja theoretisch... Sag mal. Das Pyroleo da ist aber fix. Da ist Pam Pam, haben wir auch lange nicht mehr gesehen. So, und hier oben ist noch ein Elite... Ja, der Tier ist auch immer da. Hier ist wohl auch random, ne? Gibt es überhaupt einen Spot, wo die fixe Elite sein können? Da habe ich sogar schon mal eins gesehen oder so. Wir kümmern uns später darum.
So, da wäre die Sidequest genau da unten. Was? Sich Pokémon manchmal? Sich Pokémon auch manchmal Wünsche... Hä? Warum? Seltsamer Typ. Nur noch ein paar Schrauben? Nö. Ah, das Kampfcafé, da kann ja was werden. Ja, okay. Einmal das Kampfmenü bitte. Das 3-Sterne-Kampfmenü. Das dürfte wohl reichen. Oh, das war schon Sidequest 94. Also in Steam, was wir mal gehört haben, da gibt es sowieso nur insgesamt 100 Sidequests in der Hauptstory. Da sind wir ja schon gut dabei, ne? Gourmet Joel. Okay. Einsatz-Xenia. So, was hat das Level? Nicht schlecht. Toxin, ne? Serapendra, ja, da muss ich schon rauskumpeln, weil da bringt... Ah, doch. Er kann eigentlich nicht ins Menü, da ist das Problem. Was zum... Nein! Jetzt beinahe gehabt. So ein Mist. Aber ein bisschen schneller. Habe ich halt ein Pokémon weniger, ne? Nicht gut. Ja, da ist Stolos eine ganz schlechte Wahl. Auch wenn es ein Elite-Pokémon ist, aber das tue ich ihm dann auch nicht an. Deine Turtok. Dankeschön. Ja, Hydropumpe hat Power, aber es, Geschwindigkeit lässt wünschen übrig. Jetzt kommt ja, so eins. Stromstoß hat es, Alter. Einmal. Immer eine Hydropumpe, die immer trifft, ne? Ist doch auch schön. So, was haben wir da? Pokémon Bon Appetit. Wir sind es, glaube 5, ne? 5 Kämpfe. Das gut geht. So ein Zweifel. Der Mondgewalt bringt dir nicht viel. Nicht gegen Stolos. Oh, überlebt. Das wäre Durchbruch ganz praktisch, ne? Oh, Dragon ist Level 55. Das ist natürlich sehr geil. Den 4. Gang servieren Ihnen Joe Paul und seine Pokémon. Bon Appetit. Ja, da kann ich eigentlich Stolos draußen lassen. Vielleicht kurz Megan. Ding, 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 ding.
Oh, schnell weg damit. Der Beulenhelm? Ich hab grad Schaden bekommen, deswegen dachte ich, hab vielleicht auch Beulenhelm oder so. Wo Hafnir? Ja, erstmal gucken. Was, wie heißt der? Gummi Germain. Okay, ich habe so als Gemein gelesen. Deine Kampfattacke praktisch ist aber noch keine Aurasphäre für Turtok. Okay, Thema-Aurasphäre, besser gesagt. Dein Kampf überlebt. Turtok, du bist der Größte. Schon gut, Kumpel, du hast dich super geschlagen. Kann ich anders sagen. Oh, nein, nein! Bin ich doof? Ich mache einen Spukball auf Normal-Pokémon. Hallo? Was war denn das gerade? Warum mag ich das Vieh? Zum Glück ist Blizzard eine Attacke, die sich auch so noch ausführen lässt. Oh je, oh je. Das habe ich alle. Nein, einer fehlt noch. Wobei das erste... Ist das letzte, oder? Noch ein Problem, ne? Ich habe keine Feuerattacke mehr. Ja, das war natürlich super. Okay, das war irgendwie elegant, wie es ausgewichen ist, muss er zugeben. Ja, dann keine andere Wahl mehr. Ich hoffe, ich komme da mit Leerkräften durch. Mein Käfer Stahl müssen neutral treffen, ne? Das ist doch... Das Sheriff ist ein bisschen übel. Oh nein, Lucario. Was haben die bloß die ganze Zeit? In ihren Scannern oder Schutzschilden und so. Was ist das denn? Ah, noch ein Stahl-Pokémon, natürlich. Zum Glück kenne ich Durengard und weiß eben, dass sobald ein Angriffsding wechselt, also seine Angriffsform, dass ich dann ganz schnell zuschlagen muss, ey. Das Set. Nein, ist noch nicht vorbei. Warum 7 Gänge? Was soll das? Hä? Oh, wo ist der Reflektor, wenn ich mal brauche? Okay, Orkan finde ich jetzt ein bisschen seltsame Attacke. So greift es speziell an.
Ja, Dactylos speziell Angreifer, gibt's denn sowas? Okay, Starmie, das gefällt mir schon besser. Oder auch nicht. Oh ne, noch ein Eis-Pokémon. Nein! So ist er Status, er kann nichts machen. Nein, Meganie. Das kann nicht wahr sein. Bitte sagen wir, dass es das war. Warum? Warum so viele Gänge? Was soll das? Oh Menno. Ja, natürlich ein Arbok, ne, ist klar. Tut auch nichts mit Heilen gerade. Jetzt kommt Flan. Ist aber nichts zum Heilen. Ach, Gänge, hey. Sind die denn des Wahnsinns? Drei Sterne Kampfmenü, so sehe ich raus. Übrigens, ne, wir können Dragon Ender entwickeln. Also, wenn ich mit Dragon dann nochmal reingehe, nehme ich gerade einen Lebenor raus, der ist hier ein bisschen doof. Dragoni, ein Dragoran. Orkanattacke, ja, eine Flugattacke wäre sogar nicht mal so übel tatsächlich. So, Orkan, ne? Dann hätten wir hier einen Drachenstoß. Ob der jetzt hier sinnvoll ist, sei jetzt mal dahingestellt. Flugarattacken, habe jetzt die Elementarschläge drauf, die haben wir aber eigentlich schon, ne? In unserem Stolos. Trotzdem nicht zu verachten. Turbo können wir da gerne beibehalten tatsächlich. Jetzt sind da aus, ne? Angriff natürlich stärker als Spezialangriff, soll von mir aus auch so bleiben. Dann gucke ich mal, ne? Also machen wir so. Weil dann würde ich nämlich hier gerne Luftschnitt. Orkan. Und Orkan, ne? Dann habe ich hier Turbotempo. Eisstrahl. Also mein Spezialangriff ist trotzdem hoch, ne? Von Dragon, also kann das durchaus so lassen. Nehmen hier noch ein paar Elementarschläge. Generell spielt man Dragon gerne mit Feuerschlag, das stimmt. Ich würde hier ihm aber gerne eher so einen Flammenwurf geben. Dann Coverage im ganzen Team her, ne? Weil ich habe sonst nur Stoß mit Feuerschlag, das war ein bisschen wenig bei den ganzen Gegnern. So, und jetzt eben mit dem Lebenorb, theoretisch cool. Aber in so einem Ding eher unpraktisch, daher würde ich dann doch sagen... Wir tauschen hier mal, ne? Monagoras, so. Der kann gerne mal die Offensivweste ablegen. Dann Trainingsfach, ne? Hier waren wir. Dann nehme ich bei dir gerne mal. Mein Schwächenschutz wäre natürlich auch etwas, aber muss ich halt wirklich erstmal von Drachen, Eis, Gestein oder Feenattacke getroffen werden. Das geht natürlich, wäre gar kein Thema. Aber wenn es halt erst dann steigt, dann lieber die Offensivweste. Das macht da bei Dragon mehr Sinn. Einen zum Tragen geben, ja, weil natürlich nicht mehr das Leben noch bei dir die perfekte Wahl ist, aber ich glaube, es könnte ganz cool kommen. So, also bei Dragon auch kurz mache, ist noch hier zum Dojo gehen. Dass schon mal seine DVs erhöhen kann. Ich glaube so generell. Zerangriff wäre jetzt durchs Wesen hier verstärkt, das stimmt. EVs auf dem Angriff. Ja, ich will es als Mix-Sweeper versuchen. Also eine Art von Mix-Sweeper, ne? Ist noch nicht ganz fertig natürlich. Dragon. Cooles Pokémon. Und eigentlich haben wir damit auch ein starkes Team, kann man so sagen, ne?
Oh, Bußattacke. Nee, warte mal, das ist gerade ein bisschen falsch. Wollt ihr ihn? Da fehlen noch einige, ne? Was ist denn bei Stolos noch falsch? Warte mal. Ey, der Spezialangriff los, ne? So, vor Stedie, bei dir habe ich sicher noch nichts gemacht. Bei dir nichts irgendwie optimiert. Okay. So, Galaklati, ich nehme an, bei dir ist auch nichts irgendwie optimiert. Ja, wen wundert's? Bei Dragora nehmen wir tatsächlich einen Gulkron-Korken, was noch gar nichts hat, weil ja, Mixweaver müssen natürlich Angriff und Spezialangriff haben. Mal kurz schauen, was er hat. Nix, okay. Dann nehmen wir einen Kronkorken. So, Freunde, jetzt sind alle nochmal ein Stückchen stärker. So lobe ich mir das. Gut, das war einmal dazu. Ich glaube, mit dem Team kommen wir sicher wieder gut voran. Also ich sage, das haben wir geholt. Was natürlich noch eine ist, die für uns noch offen steht. Also, der Wunsch des Auftraggebers entspricht, ne? Da mal noch hin. Die ist schon so lange offen bei uns und ganz ehrlich, die können wir jetzt wirklich schon mal endlich mal machen. Denn wir haben ja Hafnir noch, ne? Ein Sichlo auch. Theoretisch natürlich ein Glurak noch, aber. Ne, warte mal, ich wollte eigentlich das mitnehmen. Stimmt. Garados? Ne, nicht Sichlo. So. Mach's mit denen rein, komm. Er hat so zweimal Drachenflug im Team, das sind unbedingt die beste Wahl. Wir werden sehen. Ja, Massaker noch im Alleingang, einfach mit Offensivweste. Wessen Pokémon dürfte besser beherrschen? Wenn ich mich an Anime zurückerinnere, vor allem, was war das? Orange-Insel. Da der Jammed Orange-Insel, da kommt Dragoran. Das war ja sehr, sehr schnell. Wo ist jetzt Luftkampf? Dann macht das wie in, wo war das, Gen 5 oder so, mit Luftkämpfen. Erstmal noch Kahn. So geht das, Junge. Oh, verbrennt. Da natürlich bei Dragoran sehr schlecht. Krass, nicht Mondgewalt eingesetzt. Und Dragoran kaum was ausgemacht. Ja, das ist halt. Wenn du eben so eine Offensivweste hast, die macht schon was aus. Weißt du, vor einiger Zeit waren hier in Kalo sogenannte Himmelskämpfe super beliebt. Und was doch in X und Y muss die gab. Ich bin gespannt, wann es dann vielleicht doch mal noch Ding gibt. Ein Remake der 6. Generation, ne? Gut, ich meine, zuerst müssen ein Remake der 5. Generation geben. Und ob es diese Remakes in der Form überhaupt noch geben wird, bin da unsicher tatsächlich. Das ist auch immer gut. Es senkt während des Kampfes die Initiative, lässt dafür aber nach dem Kampf die Initiative schneller steigen. Ja, was nicht alles gibt, ne? Beulenhelm. Ja, Beulenhelm ist schon was Cooles, tatsächlich. Warte mal, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Man hat mal 2 von denen, müsste reichen, ne? So, dann hätten wir das. Dann kann U-Hafen hier wieder hier
hier runter. Garados kommt zurück in die Rangkämpferbox. Okay. Ja, Dragon braucht ja eigentlich mal direkt ein bisschen Heilung. Das geben wir ihm doch. Wir haben sonst noch genug volle Heilung und alles mögliche. Gebe ich dir einen Top-Drang. Sonst machen wir nicht so Sachen. Limonade und so. Ja, 2 Stück davon kommen. Sehr schön. Eine weitere Sidequest abgeschlossen, ne? Geh mal hier hin. Ich habe für einen kurzen Moment überlegt, ob ich nochmal in diesem Café versuchen soll, aber nee, da sparen wir uns doch für später auf. Das ist hier oben, ne? So, Kumpel, was gibt's? Essenmobs, ein wildes Emolga. Wäre so gut, diesen frechen Emolga mal eine Kostprobe, sondern stärker zu geben. Rotum Gleitflug. Ich weiß nicht, ob das wieder gut funktioniert darüber. Kann ein bisschen weit sein. Hä? Wo ist überhaupt? Oh, das war ein Fail. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Schubdiup, oben sind wir wieder. War doch hier, oder? Ich habe jetzt keine fangen, geht das nicht? Geht das so nicht, ne? Moll! Das diebische Mulga ist entkommen. Die Sonne geht unter, vorher habe ich es noch. So. Oder auch nicht. So, komm jetzt aber. Junge, ist das Ding nervig. Die Sonne geht doch runter, ich schaff's nicht mehr bis dahin. 3, 2, 1, jetzt. Los, hab's geschafft. Jetzt geht's da runter. Kampfsektor Start. Die Themenforscher da? Nein! Ach, da gibt's nicht, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Wow, Hilfe.
Nebula, du bist ganz schön hartnäckig. Hyperstrahl, okay. Olga! Ja, also Emolga, das ist ein guter Kampf für dich, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Passt farblich ja perfekt, ne? Heute mal Glückstag, Mann. Olga! Street Smart? Flieg und fasse Emolga. Seetangbeeren, Grannerbeere, Tamobeere, das sind doch alles diese Eva-Reset-Beeren. Beeren, so. Soweit dazu. Dann die nächsten Sidequests wären dann wohl die hier unten, ne? Nur noch 2 Stück. Hier lang. Nein! Hä? Mir jetzt? Ein paar Carpado. Oh, wo läuft er jetzt hin? Okay, jetzt haben wir's. Warte mal, ist das wieder diese Golfhaft-Trainerin? Ja, neue Frisuren, Leute! Die Psychoklinge? Nein, wirklich. Zufälligerweise habe ich ja sogar das passende Pokémon dafür, ne? So sieht also Psychoklinge aus. Die stehen jetzt mehr Frisuren für Käufer zur Auswahl. Müssen wir jetzt sogar alle haben? Für absolute Profis. Schöne Items. Jetzt sind wir wieder keine Wunder. Schauen wir nur ganz kurz. Wie sieht's aus? Haben wir schon einen, bitte? Also, Herrscherschnitt, Kabuki-Schnitt, Königin-Schnitt. Ja, dann haben wir alle. So, dann noch die ganz, ganz seltenen. Ja, wenn du halt so eine Art Living-Dex oder so einen Form-Dex haben wolltest, bislang, ne, in Pokémon Home. Das heißt, du musst die ja in Pokémon Go dann irgendwie fangen. Und rüber tauschen, weil die also die Golfwaffe von der ersten Generation, sprich von X und Y, rüber zu tauschen, über Pokémon Bank, dann zu Home und so. Das klappt zwar schon, aber du kannst die Form nicht mittauschen, ne? Weil sie haben die Form, wenn ich mich nicht erinnere, auf der Box verloren. Oder beim Tausch über Pokémon Bank und so verlieren sie, oder nach 3 Tagen, irgendwie sowas war das damals. Ja, in Pokémon Go kannst du halt die Formen so fangen, der Golfwaffe, aber halt nicht überall, ne? Also du kannst, je nachdem wo auf der Welt du lebst, kriegst du halt, da wo du Golfwaffe fängst, kannst du halt gewisse Formen fangen und sonst halt nicht. Das war ein bisschen doof. So, jetzt könnte mir eigentlich hier mal die ganzen Dinge hier schnappen. Es sind ja wirklich verdammt viele mittlerweile, ne? Weil, ja, wenn wir schon mal hier sind, dann fangen wir gleich mal ein paar mehr.
Eat the Fleckmon. Noch lange nicht mehr gesehen. So. Gibt es jetzt, glaube 9 Stück sind es, ne? 9 Frisuren zumindest. Naja. Ich glaube, das ist etwas für die nächste Folge, Leute. Die Sidequests hier, plus haben wir noch neues Areal, also Areal besser gesagt, hier 19. Da gibt es ja noch Pipi, es gibt, wie ist das da schon wieder, Senlong oder so, es gibt noch Kangama und auch nochmal Koifaf und Evoli. Oh ja, noch ein bisschen was zu tun, ne? Und dann ein Termin mit Vincent. Oder? Vincent, ja genau. Also in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legends EA. Einen frisch entwickelten Dragoran, was glaube ich einen guten Job machen wir bei uns, ne? Natürlich wäre Shiny jetzt noch cooler gewesen, aber ist auch so ein ganz cooles Pokémon. Bis dahin, bye bye.